Plötzlich Alltag, wenn Predigt oder wenn dein Leben zur Predigt wird, auch für andere. Das ist so ein bisschen der Titel, um das soll es gehen, am heutigen Morgen. Wie kann dein Leben zu einer Predigt werden? Oder respektive auch, was können wir von der Predigt mit übernehmen in unseren Alltag hinein, dass wir nachher effektiv... Da kommt zuerst noch das Video her. Soll ich weitermachen? Jetzt aber. So gut. Ja, wir stellen uns das immer so romantisch vor. Wie kann ich noch mehr zur Predigt werden für andere Menschen? Oder wie kann ich das umsetzen, was ich in der Predigt höre? Dann tönt das so motivierend, da hat einer so richtig Gas gegeben und ja, das möchte ich nachher auch. Aber dass es nachher so einen richtigen Moment gibt, wo dir der Schweiß hinten den Rücken runterläuft, so in viele Schlitz rein und du einfach merkst, so, boah, so habe ich es mir eigentlich nicht vorgestellt. Irgendwie ist dann das plötzlich so die Realität, wo du merkst, so, hey, von dem habe ich eigentlich nicht geredet. Oder das habe ich eigentlich mir nicht gewünscht. Es war so eine Situation, ich war in der Predigtvorbereitung, schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich plötzlich so den starken Eindruck, nimm deine 2 Buben mit an die Predigt. Und das war ein Abendgottesdienst von einem Jugendgottesdienst, Samstagabend. Und das habe ich eigentlich nicht gemacht, weil das wird immer etwa 11 Uhr und dann ist das noch in Baden-Wettigen gewesen, dann geht es noch mal etwa eine Stunde zum Heimfahren, dann wird es irgendwie Mitternacht oder noch später. Aber ich habe wirklich so den starken Eindruck gehabt, dass ich gefunden habe, gut, ich gehe mal meine Frau fragen, ob sie das auch eine gute Idee findet. Sie hat dann erstaunlicherweise gefunden, oh, das ist doch super. Wahrscheinlich dann hat sie einen freien Abend. Aber auf jeden Fall habe ich dann das gemacht. Meine Buben eingepackt, wir sind an die Predigt gefahren, haben dort dann angefangen zu predigen und ich habe so richtig so eine emotionale Predigt gehabt, die so einen richtigen Tiefgang hatte. So in der Mitte der Predigt ist es darum gegangen, dass Gott Adam und Eva sucht und so fragt, wo bist du? Und eigentlich so in dem Moment, wo es wirklich, das ist einfach der Kern der Predigt war, habe ich gemerkt, die Leute lassen mir gar nicht mehr zu. Irgendwie ist die Aufmerksamkeit auf etwas hinter mir gegangen, ähnlich wie jetzt gerade vorne beim Video. Und ich dachte, nein, was läuft? Und dann drülle ich mich um und dann stehen meine 2 Buben mit ihren Gamer hinter mir. Ich habe ihnen die gegeben, damit sie möglichst ruhig sind und mich während der Predigt nicht stören. Und habe mit ihnen eigentlich auch abgemacht, wo sie warten sollen, bis ich dann quasi fertig bin mit der Predigt. Und jetzt stehen die hinter mir mit diesen 2 Gamer und ich habe ein Bild mitgebracht, wie denn das ausgesehen hat. Und in dem Moment, ich kann euch das vielleicht nicht vorstellen, das war so völlig gegen mein Konzept gewesen. Du hast etwas vorbereitet und jetzt merkst du, wow, jetzt wird es ziemlich flatterig. Dann ist mir Schweiß der Rücken hinten abgelaufen und wirklich, ich habe gemerkt, Mist, was machst du jetzt? Und in dem Moment habe ich einfach so innerlich gerufen, Jesus, hilf mir, was soll ich machen? Und er sagt zu mir, Michi, bist einfach wieder heim im Wohnzimmer mit deinen 2 Buben. Dann bin ich so auf Augenhöhe. Ich habe gefragt, ja, was macht ihr denn da? Und dann hat einer von meinen Söhnen gesagt, so halblaut, weil ich einfach das Headset hatte. Die haben es dann quasi so laut gesagt, dass man es über das Headset auch gehört hat. Ja, Papi, wir haben herausgefunden, dass man mit unserem Gamer auch filmen kann. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt können wir dich filmen, wie du predigst, dass wir es daheim und Mami zeigen können. Und dann ist so, Faktor, das ganze Publikum durch. Und dann habe ich sie genommen und dann habe ich sie noch vorgestellt. Und dann habe ich den Moment, das ist dann so wirklich so Heilig Geist geführt, wie genommen und gesagt, schau, wenn es mir so geht als Papi, dass ich auch stolz bin auf meine Buben und dass ich sie auch gerne habe, wie weh tut es, und mir schon weh tut, wenn sie davonlaufen und sich verstecken würden, wie weh muss es Gott tun, wenn wir uns von ihm verstecken. Und das ist dann so ein Momentum geworden, wo ihr euch vorstellen könnt, die sind gar nicht mehr vorgekommen nachher beim Aufruf wegen der Predigt, sondern wegen dem Momentum von dieser Vaterbeziehung, die ich gar nicht machen konnte. Und ich bin so happy, und das ist auch der Slogan, den ich immer wieder sage, ich möchte dort sein, wo Jesus wirkt. Ich bin so happy, dass wir einen Gott haben, der genau die gleiche Absicht auch mit ihm und mit meinem Leben hat. Er möchte der Wirkende sein in unserer Beziehung mit ihm. Er möchte der sein, der uns immer wieder überrascht. Wo der ist, der uns eben nicht aufgibt, der uns nicht loslässt, der uns beschützt.
Und wir möchten heute Morgen miteinander darüber nachdenken, wie können wir noch mehr in das hinein? Wie können wir mehr in das hinein, dass mein Leben zu einer Predigt wird? Und dass die Predigten, die ich alle so höre, immer mehr dürfen Alltag werden. Und ich darf in denen unterwegs sein. Und dazu habe ich Galater 6, Kapitel 6, Vers 1 bis 5 mitgebracht. Das ist ein harter Text, verschreckt nicht. Aber er soll ja auch wachrütteln. Brüder und Schwestern, wenn euch ein Mensch von einem Fehltritt, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du straucheln wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Wir werden ein bisschen durch die Verse durchgehen und fangen natürlich gerade mit dem ersten an. Mit dem ersten Vers: Wenn ein Fehltritt passiert, dann sollen wir Geistliche ihn wieder zurechtbringen. Jetzt könnte man also denken, gut, da gibt es in dem Fall wie zwei Klassen. So die Geistlichen, die es gecheckt haben, und die es halt eben noch nicht so begriffen haben. Nein, das meint der Text gar nicht. Es geht vielmehr darum, dass mit Geistlichen die gemeint sind, die eben wissen, dass sie auch Fehltritt machen und dass es gar nicht darum geht, keinen Fehltritt mehr zu machen, sondern mit diesen Fehltritt richtig umzugehen. Und dann sind wir eigentlich schon so beim ersten Punkt angelangt, wo ich uns möchte weitergeben. Sind echt. Bist echt mit deiner Jesus-Beziehung. Du nicht etwas vorspielen, was vielleicht gar nicht so ist. Fehltritte sind normal. Fehltritte gehören dazu. Die Art und Weise, wie wir mit denen umgehen, es ist entscheidend. Die Art und Weise, wie wir zu denen stehen, ist entscheidend. Und ich glaube, darin dürfen wir, oder darf ich zumindest, noch sehr, sehr viel lernen. Ich habe mir es ein bisschen zur Aufgabe gemacht und darum schreibe ich auch die Artikel. Es ist nicht unbedingt meine Leidenschaft, da muss ich vielleicht noch anfügen, sondern ich habe irgendwann gemerkt, ich vergesse sehr schnell, was ich alles mit Gott erlebe. Und darum habe ich das aufschreiben oder haben mir das immer wieder vorgenommen zum Aufschreiben. Nur das Problem ist, dort bin ich einfach voll nicht diszipliniert. Dann nachher das Gebetstagebuch liegt dann irgendwo, wenn es dann haben sollst, dann nachher schreibst du es gleich nicht auf, weil du keine Lust hast. Und dann habe ich ihm auch gesagt, bitte hilf mir, dass ich die Geschichten wirklich aufschreiben kann. Und dann ist der Auftrag gekommen, ich soll so Artikel schreiben. Dann habe ich gewusst, gut, das muss jetzt so geführt sein. Und seitdem mache ich das. Das sind jetzt schon 9 Jahre, wo ich so Artikel schreiben darf. Manchmal mühsam, manchmal dürfen. Aber ganz viel merke ich, dass die Artikel nicht darum überzeugen, weil ich dort in diesen Artikeln so glänzend dastand. Ich erzähle oft peinliche Geschichten, die wirklich so Schweißgeschichten sind. Ich weiss noch gut, wer es gelesen hat, dem kommt es gerade ein bisschen bekannt vor. Ich bin ja gerne der Held daheim. So, ein guter Ehemann, super guter Papi. Und dann haben wir so ein blödes Wespennest bei uns daheim. Und dann habe ich gefunden, ich bin der Held. Ich kill die Wespis. Dann habe ich so Spray gekauft, so Wespenspray, vom Nachbarn eine Leiter ausgelehnt, die höher ist. Also geht irgendwie so 8 Meter rauf. Dann habe ich die da so reingestopft. Und dann bin ich die Leiter drauf, Samstag, frühen Abend. Das solltest du ja nicht während dem Tag, sondern möglichst, wenn dann alle drin sind, bin ich dort die Stege drauf oder die Leiter drauf. Schon fast oben angekommen, kommt ein einziges Wespe. Aber sowas von schnurstracks auf mich zugeflogen. Das war einfach so ein Terminator-Wespe. Das hat mich einfach schliessen. Und ich konnte ja nichts machen. Ich bin auf dieser Leiter und habe gemerkt, so, ich kann ja nicht loslassen. Oder irgendwie rumfuchteln, geht ja nicht. Und da mit dem Spray habe ich mir auch zu wenig gut überlegt. Auf jeden Fall sticht mir das etwa 5-mal ins Auge. Einfach so schön rundherum, schon nicht ins Auge drin. Einfach so. Bevor ich drinnen war, ich konnte nicht loslassen. Ich musste das ertragen. So, ihr könnt euch das vorstellen. So, und ich so, super, oder? Langsam wieder hinterher. Ja, aber wo ich drinnen bin, habe ich nichts mehr gesehen aus dem Auge raus. Es war einfach so angeschwollen. Dann komme ich zu meiner Familie. Die haben kein Mitleid gehabt. Die haben sich sowas von kaputt gelacht. Ich kann es euch nicht vorstellen. Und ich bin da gesagt, hey Leute, die haben morgen eine Predigt.
Das war mein einziger Gedanke, mit einem solchen Auge gepredigt. Und das Thema war Klarsicht. Und dann merkst du so ein bisschen, hey, bin ich im falschen Film? Oder? Aber ich habe die Geschichte aufgeschrieben, ich habe selber probiert, auch davon zu lernen. Ich habe gesagt, okay, Jesus, nächstes Mal, genau, nein, so muss ich vielleicht noch schnell einschieben. An dieser Predigt, ich bin ja mit so einem Auge predigen, oder? Und an dieser Predigt habe ich dann logischerweise erzählen, wieso dass ich so ein Auge habe. Es sind etwa 3 nachher auf mich zugekommen und gesagt, Michi, du weißt schon, dass du gegen das versichert bist. Also das nächste Mal kannst du einfach die Versicherung anrufen und die schicken Profis. Und ich denke, danke, kommt jetzt auch noch genug früh. Auf jeden Fall habe ich das so ein bisschen wie aufgearbeitet in einem Artikel. Und ich hatte mit meinem Sohn zum Hausarzt, weil er hat sich 2 Finger gebrochen hatte. Und jetzt hat er endlich den Gips wegbekommen. Und dann sind wir da zu dem Hausarzt. Und mein Sohn ist dann gar nicht so im Zentrum gestanden, weil der Hausarzt hat ihn einfach so hören, Michi, was bist du für Beruf? Und ich so, ja, ich bin Pfarrer. Und er hat gesagt, von einem Lastwagen oder von einem Gar? Nein, nicht Fahrer, Pfarrer. Und danach sind wir sehr gut ins Gespräch gekommen und irgendwann sagt er so, ja weißt, ich lese immer deine Artikel. Ich so, wieso lesest du meine Artikel? Kommst du zu fg.ch über? Nein, aber du tust es ja auf Facebook. Meine Sekretärin tut die immer auf Facebook aufladen, überall. Aufladen und ich lese die immer mega gut. Und dann hat es so ein Gespräch daraus herausgegeben, wieso dass er so berührt ist von denen. Weil ich echt bin und zu meinen Fehlern stand, respektive stand. Das war jetzt so offensichtlich, oder? Hast ja nicht dazu stehen. Aber mir hat es dann plötzlich gemerkt, ich habe gemerkt, die Leute brauchen nicht einen Michi, der alles im Griff hat, der kann sagen, ich bin halt ich bin Christ, darum habe ich alles im Griff. Sondern Menschen in meinem Umfeld brauchen einen Michi, der nahbar ist, der zu seinen Fehlern steht und nachher zeigen kann, wie Jesus ihm da drin immer wieder hilft. Darum ist es wichtig, dass man einander, wenn ein Fehltritt passiert, helfen. Und zwar nicht von oben herab, ich zeige dir jetzt, wie du es machen musst, sondern vielleicht vielmehr kommen wir suchen zusammen Jesus an dem Punkt. Dass Jesus mit dir zusammen eine Lösung finden kann. Vielleicht haben wir im Gebet plötzlich eine Idee, vielleicht haben wir im Miteinander unterwegs sind plötzlich eine Idee. Ich glaube, manchmal wir sind ein bisschen Meister geworden in dem Sinn, dass wir wissen, wie es funktioniert. Und dass wir dann eigentlich wie so darauf warten, dass die Leute uns fragen können, hey, wie muss ich es machen, damit es klappt? Oder wir probieren zumindest so, unser Leben aufrechtszustellen. Anstatt dass wir Menschen näher sind, den Menschen näher sind und mit ihnen den Weg gehen. Wir waren im Ausgang, ich und mein ältester Sohn, der ist 14. Und dann sind wir ein bisschen später heimgekommen, alle waren schon am Schlafen. Und dann habe ich gefunden, hey Elisha, bist bitte still. Er hat so eine Tendenz zum Stampfen, Türen schlitzen, alles Mögliche, egal wer sonst noch im Haus wohnt. Also habe ich ihn ermahnt und gesagt, hey, bitte bist still, dass die anderen nicht verwachen. Er hat es eigentlich gut gemacht und auf einmal höre ich, wie es poldert und tätscht und hämmert im Bad. Und dann bin ich hässig geworden. Nein, das glaube ich jetzt einfach nicht. Ich bin ja noch am Abend um 11 Uhr mit ihm im McDonald's. Das spielt sich auf einmal alles noch so hinten an. Gell? Dann bitte ich ihm um eine Sache. Und er macht es nicht, er hält sich nicht dran. Und dann bin ich so voll hässig in den oberen Stock. Wir haben so ein bisschen mehr Stöcke. In den oberen Stock machst du die WC-Türen auf, willst schon rumfauchen und rumposaunen. Und dann steht er dort mit dem Henkel in der Hand von der Türe. Und in dem Moment habe ich gecheckt, der ist gar nicht mehr rausgekommen. Und was willst du jetzt machen? Da musst du auf dich aufmerksam machen. Das also ich wäre jetzt auch nicht im Badzimmer, hätte ich nicht geschlafen. Und in dem Moment merke ich wieder so, wow, Michi, du hast jetzt wieder deinem Sohn einfach nicht vertraut. Du hast jetzt schon wieder alles andere hinführen geholt, was eben vielleicht auch schon wieder wäre. Und in einem solchen Moment wirklich auch bewusst sagen, hey, es tut mir leid. Jetzt bin ich gerade wieder voll in meinem Rädchen drin gewesen. Ich habe dich unterschätzt. Ich glaube es nicht, aber das verändert viel mehr, als wenn du einfach dann noch recht gehabt hättest. Wenn du richtig gewesen wärst. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass ich immer wieder auch in meinen Fehltritt, wenn ich übereilt worden bin, dass ich dazu stand, dass ich Hilfe hole. Oder eben, dass wir auch einander helfen, gerade in der Kleingruppe zum Beispiel, in der Freundschaft, in der Ehe selber, dass wir da wirklich miteinander unterwegs sind. Wichtig in dem Zusammenhang, glaube ich, ist, dass wir immer wieder bei uns bewusst sind, dass unsere Erwartungen uns da einen Streich spielen können.
Wir erwarten etwas Romantisches. Wir erwarten eine Freiheit, einen Befreiungsschlag, wenn es darum geht, dass wir jetzt anfangen, in unserem Alltag plötzlich zu predigen oder dass unser Leben zu einer Predigt wird. Aber dass es vielleicht dann nachher genau schwierige Umstände sind, die predigt werden für andere. Weil du dich anders drinnen verhaltest. An das rechnen wir nicht. Ich habe mal so eine Übung gemacht. Oder Übung, nein, ich bin eigentlich immer noch dran. Haben wir das so aufgeschrieben. Jesus, ich möchte ein Friedensstifter sein, so wie du sagst in deinem Wort. Und dann nachher gehe ich in meine Familie rein und ich habe das perfekte Übungsfeld. 5 Kinder, alle gehen einander auf den Kopf. Alle diesen einander oben runter. Du bist so schnell noch in dem Fahrwasser, dass du auffindest, so, jetzt hör da mal auf und dann fährst du an Polizisten und Zeugs und Sachen. Friedensstifter, die Erwartung, ich möchte Friedensstifter sein, heisst, dass sie das Umfeld kriegen. Sonst müsstest du ja kein Friedensstifter sein. Die Erwartung manchmal, oder? Das tönt ja so super romantisch. Friedensstifter sein, ja, sind wir alle gern. Oder wären wir alle gern. Ich glaube, wenn wir wie dort unsere Erwartungshaltung korrigieren, dann merken wir selber, wo wir Fehler machen. Wir können zu Fehlern stehen. Wir können zu dem gehen, wo effektiv Frieden stiftet und können den Frieden abholen, nachher auch für andere. Etwas Weiteres, was ich glaube, was wirklich mit dem zu tun hat, ist, dass wir eine falsche Haltung haben. Wie ich vorhin schon ein bisschen angetönt habe, wir wissen eigentlich, wie es müsste sein, wie man perfekt wäre, wie es gut wäre. Und dann probieren wir eigentlich eher das zu sein, als das, was wir wirklich sind. Und mit dem spielen wir nur das Theater spielen und darum sind wir gar nicht mehr so echt. Eine gute Botschaft für euch. Jesus liebt dein Echte. Nicht das, was du gern wärst. Er liebt den, wo du wirklich bist. Weil er mit dir Beziehung haben möchte. Er tut dir nicht einfach erklären, wo du hin musst, was alles das Ziel ist. Das hat er schon auch. Er zeigt uns ziemlich genau, was seine Absicht ist in der Bibel. Aber er möchte vor allem mit dir auf dem Weg sein dorthin. Er ist ein Gott von der Beziehung, der deine Nähe sucht, der mit dir unterwegs möchte sein. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Mir hat ein guter Freund angerufen und gesagt, Michi, weißt du, ich habe manchmal so streng in meinem Geschäft, es läuft so vieles, ich mag am Sonntag manchmal einfach nicht mehr in den Gottesdienst. Aber wenn ich das getraue, irgendjemandem zu sagen, dann schauen sie mich an. Hey, was bist du für ein Christ, dass du am Sonntag nicht in den Gottesdienst willst? Und dann haben wir auch wieder so einfach gesagt, okay, das ist jetzt mal eine coole Haltung. Komm, wir fangen an beten dafür, dass wir da eine Lösung anbringen. Dann haben wir zusammen angefangen zu beten. Irgendwann haben wir den Eindruck bekommen, ich sollte mal mit dem Pastor schwätzen. Weil es ist hauptsächlich dann von ihm ausgekommen, weil wenn er nicht in den Gottesdienst gekommen ist, hat er am Montag ein Telefon gehabt. Wenn er gegangen ist, hat er nicht telefoniert. Also ist die Absicht eigentlich schon ziemlich offensichtlich gewesen. Und dann habe ich mit ihm geredet und gesagt, hey, wie wär's denn, du darfst mir gerne telefonieren. Aber frag nicht, wo bist du gewesen, sondern frag vielleicht mal, was können wir als Gemeinde für dich tun? Wie können wir für dich da sein? Und dann hat er angefangen, Gebetsanliegen reinzubringen. Irgendwann in diesem Prozess drin ist plötzlich rausgekommen, hey Michi, wie findest du die Idee, ich könnte ja einen Mitarbeitergottesdienst machen bei uns im Geschäft, wo du unter bezahlten Bedingungen darfst in den Gottesdienst. Also du musst keine Pause machen, sondern du darfst einfach in den Gottesdienst. Er hat das installiert, plötzlich sind Menschen zum Glauben gekommen. Plötzlich sind aus dieser Firma Leute zu uns in den Gottesdienst gekommen, weil wir freigesetzt haben. Und ich glaube, das ist manchmal eben genau das, was wiederum geht. Es ist nicht Jesus, der einfach sagt, so ist es und jetzt musst du nach dem tanzen oder jetzt musst du das erfüllen, sondern wir dürfen echt sein und dann geht er mit uns auf einen Weg. Und dann lehrt er uns auch, wie es vielleicht eben noch tiefer oder was für eine tiefere Bedeutung, das geht auch Gottesdienst, Alltag kann haben. Ich weiss nicht, wie du deinen Alltag erlebst. Ich merke, ich habe manchmal so Alltag, da werde ich vom Wecker geweckt, dann gehe ich einen Kaffee rauslassen, dann wecke ich meine Kinder, dann beten wir, dann haben wir stille Zeit, dann gehe ich im Geschäftlichen an und dann läuft es eigentlich so einfach so durch, wie es halt der Alltag durchläuft. Dann werde ich von meinem Alltag bestimmt. Mein Vorteil ist noch, ich habe einen christlichen Alltag, aber das ist nicht immer nur ein Vorteil. Bestimmst du deinen Alltag? Wirst du vom Alltag bestimmt? Oder, das ist vielleicht noch meine Einladung oder die Einladung von dem Text, ist es Jesus, der deinen Alltag bestimmen? Fragst du ihn,
Gehst du mit ihm deine einzelnen Punkte, Themen durch? Es gibt verschiedene Themen, die Mut brauchen, wo wir eigentlich wissen, was Jesus möchte. Ich sage jetzt einfach Stichwort Taufe, Stichwort Gemeinde, Stichwort Mitarbeit, Stichwort Reich Gottes bauen. Aber wir haben dann wieder so Vorstellungen. Streichen die. Geht zu Jesus, geht auf den Weg und lasst euch überraschen von dem, wie er es nachher mit eurem Leben fühlt. Und dann wird dein Leben zu einer Predigt. Dann wird dein Leben zu etwas, das andere anspricht. Wegen deinem Mut, wegen deiner Hoffnung, wegen deinem Glauben, wo du vielleicht nicht einmal selber hast, aber einfach den Jesus an deiner Seite mitbringt. Und weil Menschen plötzlich den Jesus sehen. Das Zweite, was uns der Text nachher weitergibt, ist, einer trage des anderen Last und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wir sollen dienen, Diener sein. Wenn unser Leben soll eine Predigt sein oder unser Leben zur Predigt soll werden, oder auch das, was wir aus der Predigt in unser Leben hineinnehmen, dann nachher ist es das, dass wir dienen. Dass wir helfen sollen. Aber das ist jetzt auch wieder so eine super schöne Vorstellung. Wir müssen da mal einfach kurz überlegen. Das ist wirklich eigentlich noch eine krasse Situation. Johannes 13, die Fußwäschung von Jesus, wahrscheinlich bekannt. Wir könnten eigentlich sagen, das ist ja wie so ein Vorabend gewesen, bevor nachher Jesus gewusst, was alles auf ihn zukommt. Also das letzte Mal, wo er mit den Jüngern zusammen sein konnte. Das letzte Mal, wo er als Meister mit ihnen feiern konnte. Und nachher ist es ans Kreuz gegangen. Eigentlich war es auch der Moment, wo sein Einfluss auf die Jünger plötzlich aufgehört hat. Sein direkter Einfluss. Wir können eigentlich so sagen, es ist wie so der Abschlussprüfungsmoment, wo die Jünger in den Raum hineingekommen sind, wo dann das Essen stattgefunden hat. Und jetzt laufen alle die Jünger rein. Und so beim Eingang steht so ein Kübeli, so ein Schemmeli Wasser. Und alle laufen einfach rein. Und niemand tut etwas dergleichen. Am Schluss kommt Jesus. Und ich weiss nicht, so als Lehrmeister würde ich dann vielleicht für mich selber denken, so, oh Mann, ich glaube versagt. Jetzt habe ich x-mal gesagt, als sie gestritten haben, wer ist der Größte. Der Größte ist der am meisten dient. Und jetzt laufen wieder alle rein und jeder hat das Gefühl, dann wird halt heute nicht die Füße gewaschen. Oder keine Ahnung, was sie für das Gefühl haben. Und dann nimmt Jesus selber das Gewand ab und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und er sagt, das ist Dienen. Das ist eben nicht einfach nur für sich selber schauen, sondern das ist für andere da sein. Anderen die Füße waschen, selbst wenn sie nicht das machen, was ich von ihnen erwarte. Selbst wenn sie einen anderen Weg gehen, als der Weg, wo ich gegangen wäre oder gehen würde. Jesus hat es uns vorgemacht. Und das ist so das diametral Unterschiedliche. Jesus, der sagt, ich bin euer Meister, ich bin euer Lehrer und trotzdem dient er total. Im Gegensatz auch zu der Vorstellung, wie wir Machtlehrer sind und so interpretieren. Es geht nicht darum, dass man im Reich Gottes der Erste sein muss, sondern dass man andere vorlässt, anderen die Möglichkeit gibt. Wie kommen wir zu dem? Wie kann das passieren, dass das nicht einfach nur gemacht ist, sondern echt ist? Ich glaube, ich habe zwei Sachen, die mir einfach aufgefallen sind oder wo mir immer wieder auch zu schaffen gehen. Das Erste, das ist wieder das Bild, das ich mitgebracht habe. Die Schönheit vom Reich Gottes erkennen. Die Schönheit vom Wirken Gottes sehen. Und einfach über das Staunen immer wieder sich neu dem bewusst machen, hey, ich bin Kind vom Allerhöchsten, der alles geschaffen hat. Und wenn mir das gelingt, dann werden wie Prioritäten neu geordnet. Dann merke ich plötzlich, was ist eigentlich wichtig? Die Einladung, mit ihm Gemeinschaft zu haben oder meine Position und mein Anliegen im Alltag, wo ich unterwegs bin. Jetzt kommt aber wieder etwas drin in so ein Bild. Da bin ich jetzt einfach voll ehrlich. Das wäre das nächste Bild. Ich meine, das Bild wäre auch wieder eine wunderschöne Aussicht, aber es ist wichtig,
ich muss drauf. Und dann muss ich es posten. Damit alle sehen, was für ein geniales Bild das ich gemacht habe oder wo ich bin, was ich alles erreicht habe. Mir ist es so gegangen, ich war auf dem Weg auf Konstanz, ich hatte dort eine Sitzung gehabt, und dann kommt man bei uns so am Bodensee, so über die Kuppe, und dann siehst du den wunderbaren Bodensee. Und dann nachher bin ich mit dem TÜV unterwegs und denke so, hey, das würde sich lohnen, anhalten, Fotos schiessen, posten, ich komme aus dem schönsten Kanton, den es gibt, so in diesem Stil. Und in dem Moment habe ich so wie gemerkt, nein, wieso? Kann ich es nicht einfach auch für mich geniessen? Dankbarkeit meinem Vater im Himmel gegenüber? Muss ich immer allen zeigen, was jetzt gerade bei mir abläuft? Oder ist es manchmal eben genau auch das Persönliche, das Eigene, die Schönheit einfach für mich in dem Sinne zu konsumieren, sage ich jetzt bewusst so, damit Dankbarkeit wächst? Ich glaube, wir sind schnell dabei, dass wir immer alles teilen wollen, was schön ist. Und das ist ja auch super. Ich möchte dich fragen, und ich glaube, das bedeutet eben auch dienen, wo teilen wir die Situationen, die nicht so schön sind? Die vielleicht mühsam sind? Ich hatte so einen Moment, wir sind so ein bisschen um ein Feuerchen herumgehöckelt. Und dann haben wir ein bisschen geredet und irgendwann, ja, so ein Freund, das ist so ein Pitbull-Christ, ich weiss nicht, ob ihr die kennt. Die können einfach im schönsten Moment irgendwie mit so einer blöden Frage kommen, so im Sinne von, du weißt schon, wenn du heute stirbst, bist du morgen in der Hölle. So in dem Sinn. Das ist so ein Kollege, so ein Pitbull-Christ. Und der stellt das einfach da am Feuer zu. Und wir haben dann gemerkt, wir matchen aber relativ gut nachher zusammen. Und ich kann das wieder ein bisschen auffangen, nachdem wir so die erste, das kannst du doch nicht bringen. Und dann nachher komme ich dann mit diesen Männern ins Gespräch, oder bin ich da jetzt ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich mit einer Geschichte angefangen, wo ich einfach wieder so richtig verzweifelt bin an meiner Frau. Sicher, manchmal, also ich komme manchmal wirklich nicht raus. Aber das sagt sie mir auch. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, und dann bettest du wirklich, der Jesus verändere meine Frau. Weil, Tag, und dann zählst du auf. Und ich habe gemerkt, die Männer haben angefangen zu nicken. Dann ist es genau so gegangen, oder geht es immer wieder mal so, wie mir es dort gegangen ist. Und dann habe ich gesagt, aber weißt du, was dann passiert ist? Dann hat Jesus mir gezeigt, was ich bei mir verändern soll. Wo ich den ersten Schritt machen soll, wo ich schon wieder gerechnet habe, wo ich zu wenig dankbar bin oder eben einfach genau finde, meine Frau ist einfach ein Inventar im Sinne von, ich würdige gar nicht mehr, was sie alles macht. Es ist einfach selbstverständlich. Und dann bin ich gegangen, habe einen Brief geschrieben, ein Bild ausgedruckt, also so ein Symbolikbild, was sie für mich bedeutet. Und dann habe ich ihr so richtig wieder mal einen Liebesbrief geschrieben. Ich weiss nicht, wie lange es her ist, dass du deiner Frau einen Liebesbrief geschrieben hast oder deinem Mann. Das ist im Fall noch cool. Vor allem die Reaktion nachher. Auf jeden Fall habe ich das den Männern erzählt und dann sagt der andere plötzlich so, hey Michi, so einen Jesus könnte ich eigentlich auch brauchen. Weil bei mir daheim läuft es im Moment gar nicht gut. Und dann mit so einem Menschen einfach beten und sagen, okay, komm, dann lass uns mal hören auf den Jesus. Was er als nächstes tut. Dann wird dein Leben zur Predigt. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sein müssen. Es geht darum, dass wir unser Leben von Jesus brauchen lassen und dass wir einander dienen und nicht über andere herrschen. Dass wir anderen helfen wollen, damit sie dem Jesus begegnen können. Nicht, weil wir wissen, das ist das Beste für ihr Leben. Das wissen wir auch. Weil es die Bibel vor allem sagt. Nein, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass Gott ihnen begegnen möchte. Weil er der Vater der Liebe ist. Und dann noch das Letzte, ich da wieder rüber switchen, wo wir in dem Text wie auch sehen und auslesen, ein jeder überprüfe sein eigenes Werk und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Jeder soll sich selber immer wieder überprüfen. Überprüfen, was ich überhaupt tue. Hast du den Jesus in deinem Leben? Merkst du, dass er Realität ist? Dass dein Alltag von seinem Reden und von seinem Wirken durchflutet ist? Wenn ich dich jetzt frage, was hast du diese Woche mit ihm erlebt? Was kommt dir gerade in den Sinn? Wo hast du so einen Moment gehabt? Und ich denke jetzt nicht unbedingt an grosse Wunder und grosse Zeichen und grosse Stories, sondern vielleicht einfach auch im Kleinen. Ich habe zum Beispiel in dieser Woche etwas ganz Faszinierendes festgestellt, wo ich wahrscheinlich die nächste Woche recht zu arbeiten habe an mir. Ich habe eine Tendenz, ich fange anders an.
Ich fange anders an. Die Nachbarin ist vorbeigekommen und hat mich gefragt, ob ich schauen für ihren Pool. Ich bin bei uns im Dorf irgendwie so ein bisschen der Poolman geworden, ich weiß auch nicht wieso. Aber immer wenn irgendjemand das Problem hat mit ihrem Pool, dann muss ich auf den Platz oder dann werde ich gerufen und ich nutze das manchmal gerade, um die Nachbarn auch ein bisschen kennenlernen und das einfach ein bisschen connecten. Also ist sie gekommen und dann habe ich gesagt, ja klar, ich komme. Und dann bin ich losgegangen, wir haben das relativ schnell behoben, bin ich wieder heim. Wo ich daheim ankomme, ist mein Sohn, der Elias, der Mittlere, kommt so recht mit so einem abgelösten, ich habe keine Lust, du bist der blödste Blick. Und sagt so beim Vorbeilaufen, Papi, für andere hast du immer Zeit, nur für mich nicht. Und dann habe ich dann so schlagfertig, wie man als Papi ist, gesagt, ja, die Nachbarn können auch nicht jede 10 Minuten und wollen etwas Neues. Und dann ist es weitergegangen. Und dann ist mir das aber hängen geblieben. Und ich habe gedacht, stimmt das? Stimmt das, dass ich für andere mehr Zeit habe, als für meine eigenen Kinder? Und dann habe ich gemerkt, ich bin gerade so eine Predigt noch vorbereitet über den Jona. Der Jona ist so eine riesengroße Geschichte. Ich habe Kapitel 4, wo ich Predigt darüber machen darf. Finde ich eines der coolsten Wunder, dass eigentlich aus einem Nein-Säger plötzlich ein Ja-Säger geworden ist. Und so mit dem Hintergrund habe ich dann plötzlich gemerkt, ja, ich habe schon eher so eine Nein-Haltung bei den Kindern. Eben vielleicht, weil sie so viel kommen, das kann durchaus sein. Oder weil sie immer mit den falschen Sachen kommen, wie Gamen, Fernsehen schauen, sonst alles Mögliche. Ja, ein Stück weit habe ich so wie eine Nein-Sage-Haltung entwickelt. Und dann bin ich zu meinem Sohn gegangen und gesagt, hey, ich möchte dir erstens Danke sagen für deinen Ausdruck, den du gebracht hast, auch wenn vielleicht die Art und Weise jetzt nicht so passend war. Aber die hat mich überführt, hat mir Jesus etwas Wichtiges aufgezeigt. Und das Zweite, ich möchte versuchen, mehr Ja zu sagen. Dann schaut er mit grossen Augen an. Also, wie meinst du? Und dann habe ich gesagt, ja, einfach mehr Ja zu sagen. Also, dann darf ich jetzt gamen. Er hat es gerade ausprobiert. Dann habe ich gesagt, Ja sagen heisst ja nicht immer, ich sage noch ein Ja. Ja sagen heisst, ich höre sicher mal zu. Und nicht einfach kategorisch abklemmen. Ja sagen heisst, ich mache den Raum offen, es wäre ja eine Möglichkeit. Zum Gamen habe ich dann Nein gesagt. Aber am Abend ist er gekommen und hat gefunden, Papi, es ist so heiß, kann ich nicht heute Abend, es war etwa 8:45, kann ich nicht heute Abend baden? Wir haben eben auch einen Pool von außen. Dann habe ich gesagt, sicher nicht, 8:45, du solltest eigentlich schon lange schlafen. Dann ist er wieder davon getackelt, dann ist mir wieder in den Sinn gekommen. Jetzt bin ich genau wieder so in dem Nein sagen, was spricht jetzt dagegen? Und dann bin ich all meine Kinder geholt. 8:45. Dann sind wir draußen im Pool rein. Hey, meine Frau ist nicht so glücklich gewesen, weil wir sind ein bisschen laut waren und sie hat gefunden, das geht nicht, ich bin der Nachbar. Aber es war alles gut gewesen und es hat Spass gemacht. Und ich gemerkt so, es ist wie eine Haltung. Und ich glaube, es ist genau auch diese Haltung, die eben letztendlich immer wieder zu überprüfen ist. Wo stehst du gegenüber Gott? Bist du so in dieser Nein-Abwehrhaltung, mit mir nicht? Oder ja, Jesus, mit meinem Alltag sehr gern. Und dann dürfen wir lernen. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Das wirst du morgen noch nicht können. Aber es wird ein Prozess sein, wo wir miteinander unterwegs sein. Und darum lädt uns der Paulus ein. Bis echt. Mit deinem Leben, dann wird dein Leben zu einer Predigt. Lerne, anderen zu dienen. Und du wirst immer wieder merken, wie du selber das Dienen von Jesus an dir spürst und erlebst. Und du dich immer selber wieder überprüfen, ob du wirklich da auf dem richtigen Weg bist. In dem Sinn möchte ich euch Mut machen, euer Leben als Predigt zu nutzen. Die Predigten, die ihr hört, wirklich auch umzusetzen und zu leben. Weil aus dem kommt der Glaube. Und von da möchte ich gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du einfach nicht aufgibst, dass du uns immer wieder umwirbst und dass du wirklich daran interessiert bist, dass unser Leben einfach zu einer Predigt werden darf. Eine Predigt über dich, eine Predigt über das, was du in unserem Leben möchtest tun, eine Predigt über das, wie dieses Evangelium funktioniert. Und hilf uns darin, echt zu sein, den Menschen zu dienen mit einem ehrlichen Herz. Und dass wir einfach immer wieder auch mutig einfach anschauen. Vielleicht gerade auch auf blinde Flecken, die wir eigentlich gar nicht mehr gesehen haben. Ich bitte dich, dass du uns darin an der Hand nimmst, uns Schritt für Schritt führst
Und dass wir so dürfen einfach merken, wie du unseren Glauben formst, dass der wachsen darf. Und dass vor allem unsere Begeisterung und Überzeugung von dir, von dem, was du in unserem Alltag tust, darf zunehmen. Jesus, für uns beten wir das, für die Gemeinde, damit die Gemeinde Leuchtturm sein darf, in dieser Welt beten wir das. Aber auch für all die Menschen, die dich noch nicht kennen, dass sie durch das für dich kennenlernen. Amen.